Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Die Schweiz, das ist das Land der Berge, der Seen, der Flüsse, der Wälder und der Täler. Die Schweiz, das ist aber ein Land mit den unglaublichsten Landschaften auf kleinstem Raum. Und auch wenn wir das Gefühl haben, wir kennen schon alles, die Schweiz, das ist das Land der unbekannten und vergessenen Flecken. Heute bin ich am Ende der Schweiz unterwegs. In der Ajoie im Kanton Jura. Der Gegend, wo es noch viel Platz hat. Wow! Dafür kein Berg zum Besteigen. Ich bin auf der Suche nach einer lebenden Wildsau. Est-ce que tu as vu ça déjà une fois avant? Non, jamais. Und Mein Großvater war Schreiner. ich treffe den letzten Zockelimacher der Schweiz. Das ist SRF bei den Leuten. Wunderland. Ich komme vom Col des Rangiers in die Ajoie. Gut 850 Meter über Meer. Viel höher geht es nicht in der Ajoie. Grüezi miteinander. Uns hat es wieder mal in die Westschweiz verschlagen. Da gibt es so viele Wunderländer zum Entdecken. Und eines davon, das ist hinter mir, das ist die Ajoie, der nordwestlichste Zipfel der Schweiz mit dem Hauptort Prontrut oder Porrentruy. Und ein Ziel in dieser Sendung von mir ist, dass ich das Wappentier von Prontrut zum ersten Mal in meinem Leben in freier Wildbahn entdecken. Und das ist die Wildsau. Aber zuerst schauen wir miteinander mal die Karten an. Die Ajoie liegt also am äussersten Zipfel der Schweiz. Je eine Fahrstunde von Basel und Biel weg. Fast ganz zu Frankreich. Vom Col des Rangiers gehe ich auf Gornol und besuche den letzten Holzschuhmacher der Schweiz. Dann schaue ich zu Courchenet bei den Gilberten vorbei und suche nach dem Pregenat, einem geheimnisvollen Loch. Zu Chevenet besuche ich eine Rössli-Familie und zu Mormont kann ich essen, trinken und schlafen. Ich bin auf dem Weg vom Pass ab ins nächste Dorf. Das ist Gornol. Und da lebt der André Guénat. Und obwohl er schon seit einer Zeit pensioniert ist, trifft man ihn noch jeden Tag in seiner Werkstatt. Der André Guénat ist 74 und macht Holzschuhe. Früher hat vor allem die Armee solche Schuhe gebraucht. Heute noch Menschen wie Sie und ich oder Fasnachtsklicken. Sein Dorf Gornol hat er noch nie für längere Zeit verlassen. Seine Holzschuhe sind da schon weiter herumgekommen. Bis auf Australien hat er sie verschickt. André Guénat, sein Vater, hat die Werkstatt 1929 eröffnet. Und die Maschinen, das Werkzeug, alles ist noch gleich wie dann zumal.
Der Sabotier, wie man auf Französisch sagt, kann nur ein Wort Deutsch. Erle. Das Holz, wo er seine Schuhe daraus macht. Alors, allons-y. Bonjour, Monsieur Guénard. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ici? Voilà, ben c'est un sabot que je mets, ça, donc c'est un sabot pour l'armée. Ich wollte vom André Guénard wissen, an was er gerade ist. Das sei so ein Zockel, weil er sie für die Armee gemacht habe. Heute sollte man eine Flasche Wein reinstecken und den Zockel so verschenken. Noch einen anständigen Absatz und hinten noch absagen und dann wird verfeinert. Alors maintenant, je vais là-bas pour faire un petit peu... Nach der Maschine kommt das Handwerk. Da schauen wir gerne zu. C'était toujours clair pour vous de devenir un sabotier? Ah, Hätte er eigentlich immer wollen, Zockermacher werden? moi, j'ai voulu continuer la saboterie parce qu'on était 12 enfants. Et puis moi, je suis le dernier. 12 Kinder und der Letzte? Alors, il fallait continuer. Voilà. Er war der Letzte von 12 Kindern und hat sich verpflichtet gefühlt, das Handwerk Et weiterzumachen. quand je viens depuis la cuisine ici, moi, je dis que je viens en vacances. Und wenn er von der Küche in die Werkstatt käme, dann sieht das wie in die Ferien gehen. Voilà. Et puis ça rajeunit. Ja, oui, Voilà. je pense. Ah, Ja, es behaltet jung. Voilà. Alors maintenant, c'est ici. Bon, bah, c'est le même. Hein. Voilà. Maintenant, c'est tout à la main, pratiquement tout à la main. Qu'est-ce que vous faites maintenant ici? Là, c'est la finition, donc... parce que c'est pas trop lisse, alors il faut... Am Schluss wird das Holz glatt gehobelt, dass die Damen die Strümpfe nicht aufreissen. Faut pas qu'il reste là-dedans, hein. Gut, sollte keine Speisse drin haben. Est-ce que je peux vous aider avec ce truc ici? Ouais, alors je vais vous montrer avec celui-là, là. Hein. Oh, Ça, celui-là, c'est pour le... vous appelez comment? Est-ce qu'il a un nom? Ouais, c'est la rouane. Juan. Rouane, ouais. Alors, on fait comme ça. Hein. On la tient comme ça. Voilà. Ça, c'est un couteau. Ouais, Ouais. ça coupe des côtés. Ouais. Mit dem Teil macht man jetzt die Form. Die Form vom Zoccoli und das Fußbett. Alors, Mon grand-père a été ébéniste. ben, ça- Mein Großvater war Schreiner. ça se rapporte avec ça. Vous êtes ébéniste aussi? Non, non, non. Pas saboteur, c'est pas la même Ah non, chose. non. Mais sabotier. Voilà. Voilà. Ich bin fais höchstens der tout, Saboteur. Da. Je fais tout ce qu'il faut faire pour rendre service. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Des notes? Là, Der André Guénard hat sich auf dem Papier Notizen gemacht, das soll mein Zertifikat geben. le diplôme. Sehr gut. Oh, voilà. Hein? Voilà, ce sont assez confortables. Sind also nicht so unbequem. Comme maintenant, vous pouvez aller danser. Ouais. Ja, oder Aussi, ouais. Les clics. Basler Fasnacht, wie klicken. C'est bon, ça. Mais C'est on sûr. peut mettre pourquoi? Ça, vous savez pourquoi? Für was man Holzzockel heute noch brauche, wollte ich wissen. Und für vieles, sagt der André Guénard, man habe nie kalte Füße drin. Je veux ça. Also zum Fernsehen schauen, sage ich jetzt sehr gut. Und auch zum Fernsehen machen. Mais Et aussi pour faire du télé. Voilà. Pour moi. Ouais, ah ben oui. C'est excellent, Mais ouais. celui qui habite en dessous, alors. Hein? Voilà. Genau. Wir denken an die Nachbarn, die unten dran leben. Merci, Monsieur Gallier. Un service, et puis c'est tout. Très intéressant et C'est bonne tout chance. bon. Ben, m'en faut, Hein? merci. Aber gerade zum Weiterwandern habe ich die Zockel dann wieder abgezogen. Von Cornol geht es weiter auf Courchenet. Am Bahnhof von Courchenet ist das berühmte Hôtel de la Gare und schon kommt mir die Melodie dazu in den Sinn. Bonjour. Jetzt bin ich also in dem Hôtel de la Gare von Courchenet. Das ist Gilberte Courchenet im Ersten Weltkrieg, eine 18-jährige Serviertochter, Tochter vom Wirt.
hat da 300'000 Soldaten, also so heisst es im Lied, bedient. Mit Getränk. Bonjour, un verre de blanc s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui viennent pour voir où Gilbert est né ou à travers... Oui. Oui, il y a encore beaucoup. Il est encore connu. Il est encore connu. Parce que le film, il passe presque chaque année à la télévision. Et les gens qui veulent visiter le Jura, en même temps, ils viennent voir où Gilbert... Also, weil der Film immer noch jedes Jahr im Fernsehen kommt, sagt sie, kommen auch immer wieder Leute vorbei und wollen schauen, wo Gilbert de Courchenet gearbeitet hat. Merci. La présenté. Zum Wohl. Tito Gilbert. Gilbert de Courchenet cherche ses 300 000 soldats et tous les officiers. C'est la petite Gilbert de Courchenet. Elle pleure maintenant pour toute l'armée, c'est toute l'armée. Ich habe von einem Erdloch gehört, das auf meinem Weg auf Chevenet sei. Versteckt in einem Wäldli, sage ich. Ein sagenumwobenes Loch. Natürlich bin ich gewundert. Ich glaube, ich habe es gefunden. Das ist das Kröschena. Wow! Patois für Hexenloch. Immer wenn es längere Zeit viel regnet, füllt sich das Bassin, das Natürliche, mit Wasser bis oben aus. Dann schwappt das Wasser raus und meandert dann als Guerillafluss in die Aschua. Und man hat mir gesagt, man müsse runtergehen, weil es heisst darum Hexenloch, weil man drinnen die Hexen höre flüstern. Wow. Die Hexe flüstert mir. Für heute Abend sei ein Gewitter angesagt. Sie könnten noch recht haben. Der Jura, eine kraftvolle Landschaft. Und selbstverständlich spielen hier in der Aschua auch die Rosse eine grosse Rolle. Das sind die Rosse von Martial und von Jean-Marc Laville. Bonjour. Bonjour. Voilà. Je suis Nick. Enchanté, Martial Laville. Enchanté, Martial. Oui. J'ai vu les chevaux là-bas. Ce sont des Franche-Montagnes, n'est-ce pas? Der Martial Laville hat Freiberger Ross. Ich wollte wissen, was er mit denen macht. Alors nous sommes éleveurs. Sie sind Rosszüchter und kaufen 6 Monate alte Fohlen. Die tun sie auf der Weide aufziehen und mit 2,5-jährigen an Sattel und ans Einspannen gewöhnen. Nach dem Feldtest, der ersten Prüfung sozusagen, werden sie dann wieder verkauft. Pour passer le test en terrain et ensuite les vendre. Hat es viele Veränderungen gegeben so in den letzten Jahren? Moi, j'ai bientôt 60 ans. Moi, j'ai encore travaillé avec des chevaux. Donc, on utilisait les Der Martial Laville, der gleich 60 ist, habe früher noch mit den Ross gebaut, auf dem Feld und im Wald. Mit der Mechanisierung der Landwirtschaft habe sich aber auch der Anspruch an die Freiberger Ross geändert. Un cheval plus élégant, avec de meilleures allures, pour en faire un cheval de loisir. Also, es hat sich viel verändert, natürlich auch mit den Ross. Früher war es ein Arbeitstier und heute ist es ein Freizeitinstrument. Voilà, vous êtes né ici, sur cette ferme. Der Martial Laville sei da geboren worden. Der Boden habe schon seinem Grossvater gehört, sagt er mir. Très grand, hein? Oui, c'est un beau pâturage, c'est vrai.
Et puis il faut savoir que le sol du Jura contient beaucoup de calcaire et c'est très bon pour les sabots puis les os des chevaux. Ah, ehrlich? Ah, voilà. Ici, il y a der très peu de Kalk, der im Boden ist, ist gut für die Knochen der Pferde. Oui, les Ah, Hufe, das habe ich puis noch nie les gehört. knochen, si. Voilà. Ah, c'est bon. Il faut savoir qu'il y a très peu de terre, das ist nicht tiefer Boden und sofort ist Kalk. Also wenig Humus, Oui. da kommt gleich Ja. der Kalk. Ja. In der Hochsaison hat sie in den Herden von Martial fast 100 Ross. Viele davon kommen aus der Deutschschweiz. Kaum an einem anderen Ort haben die Rosse so viel Auslauf wie hier. Sie verbringen quasi Kindergartenzeit auf der Juraweide, bevor dann der Ernst vom Leben anfängt. Der Jean-Marc, der Sohn von Martial Laville, arbeitet auf dem Hof vom Vater und übernimmt die Freibergerzucht in der 4. Generation. Oh, voilà. Ist für dich immer klar gewesen, dass du weitermachst mit der Zucht? C'était toujours clair pour toi que tu vas continuer avec l'élevage? Ouais, j'ai toujours beaucoup apprécié le Der Jean-Marc hätte schon immer gerne mit Ross gearbeitet. Das Aufziehen und das Zureiten gefällt ihm besonders. Pourquoi c'était clair pour toi? Warum ist das klar gewesen für dich? J'apprécie déjà beaucoup le métier d'agriculteur. Er sei gerne Bauer und wenn er dazu noch mit der Ross arbeitet, dann können Beruf und Leidenschaft verbinden. C'est une belle chose, quoi. Wir wären wahrscheinlich fast schneller zu Fuß jetzt, aber es wäre nie so bequem. Pourquoi aller à plusieurs? Ja, oui. Das ist Mormont. Der Weiler, wo ich übernachte, in einem Chambre d'Hôte, einem Gästezimmer. An der Table d'Hôte bekomme ich jurassische Spezialitäten zum Znacht. So ist es abgemacht. D'Ajoie ist auch die Gegend der Damascene, einer seltenen Pflaumenart. Das ist jetzt so eine legendäre Damascene. Das ist eine Pflaumenart, die gibt es in den höheren Regionen von Europa. Hier in der Schweiz hat man die ersten hier in der Ajoie angebaut. Das ist eine Pflaumenart, wo man geht davon aus, vor etwa 1000 Jahren von den Kreuzrittern zurückgebracht worden ist aus Syrien, aus Damaskus. Und darum heisst sie Damascene. Und aus diesen Pflaumen macht man ganz feine Sachen. Und das eine oder andere kann ich heute zum Nacht in der Bergerie probieren. Bonsoir. C'est vous, Monsieur Amstutz? Ouais, c'est moi, c'est moi. C'est Nick. Moi, c'est Rolf. Je m'appelle Nick. Moi, c'est voilà, Rolf. Rolf. Tu t'appelles Rolf Amstutz. Ouais, exactement. Et tu parles français. Je parle français et puis un petit peu Berndeutsch. Mais nur ein bisschen. Ja, aber das klingt ja wie richtig. Ja, das klingt schon, mais... Aber tu es né ici? Bist du da auf die Welt gekommen? Ouais, je suis né ici, ouais. Ça fait 50 ans. Alors, Seit mancher Generation gäbe es Amstutzes zu Mormont. Also bist du Berndeutsch aufgewachsen ou bien en français? Non, je savais pas de français quand je... Daheim haben sie nur Berndeutsch geredet. Est-ce qu'il y a la possibilité ici de dormir? Bien sûr, bien sûr. Pour aller souper? Oui, aussi. On fait Schlafen und essen, das ist das, was ich jetzt brauche. Ah, das ist kein Problem. Voilà. Ja, ich habe vorher gesagt, es gibt bei euch Spezialitäten, die ihr mit der Damascene macht. Oui, alors c'est vraiment l'antre de la Damascene ici. Das ist wirklich die Gegend der Damascene, sagt der Rolf. Dans le pays de la Damascene. Was wollen wir machen mit der Damascene heute und Nacht? Alors ce soir, on va faire une spécialité, ce serait un parfait glacé à la Damascene, au niveau du dessert. Ah, voilà, très bien. Ouais. Okay, gut, super. L'entrée à l'apéro, en fait. Vieles, was es heute zum Znacht gibt, käme von seinem Hof, sagt der Rolf. Sicher das Fleisch und Damascene. Fein. Und da kommt schon die Vorspeise. Ein Teil der Familie und der Koch essen auch mit.
So, jetzt. Das ist der Totsch. Ouais, mais nicht der Totsch, der Totchi. Et c'est quoi? Gâteau de fromage. Non, c'est le gâteau de la Saint-Martin. C'est un gâteau avec la... Das sei nicht ein Käsekuchen, sondern einer aus Sauerrahm. Das ist eine Spezialität aus der Ajoie. Ja. Je te laisse prendre, Nick. Merci. Tu peux... Danke vielmals. Se mange par main, hein? Ouais, ouais, Nehmen wir einfach tout à so fait. in die Hand. Fein. Bon appétit. Merci. Fein. Et c'est qui vient ici pour faire des vacances? Rolf, seine Frau Edith, erzählt mir, wer daher in die Ferien kommt. De l'étranger? On a déjà eu des Belges, hein, des Anglais, mais beaucoup de Suisses allemands, Zurich. Und warum kommen sie daher? Ah, pour la nature, hein. Pour la nature, on a beaucoup d'espace, en fait. Beaucoup d'espace. Et puis... Der Jura ist schön. Voilà, tu parles allemand. Die Hexen haben recht gehabt. Draussen braut sich etwas zusammen. Ich merke drinnen nichts davon. Flute. C'est pas toi. Das ist Ragout Jurassien mit Flut. Gut. Da hast du so Herrenfleischstück gemacht und nachher so Krugeli und dann in den Ofen da, Anke drüber ja. Und noch schnell so ein bisschen überbacken. Bon appétit. Bon appétit. Das ist der Koch, der Eliot. Merci. Er hat es zur Nacht gemacht. Fein. Je peux être... Santé, hein? Santé. Santé. Santé à vous. Voilà votre. Voilà, bon. Santé, merci. Es ist feuchtfröhlich drinnen und draussen gehen die Hexen Vollgas. Voilà. C'est la tienne? Ouais, ça c'est la vraie de vraie. Selber gemachte Damascene. Voilà. C'est le parfait glacé. À la Damascene. Merci. Un Damascene parfait. Et ça, c'est décoration ou... Non! Willst du ein Gläschen? Ja, sehr gern. Darf ich aufhören? Ja. Aufhören. Boah, das ist so fein. Nur ich. Ja, ich darf nicht. Und nimmst du sonst schon zum Zähneputzen? Ja, der Koch kann ja vielleicht ein bisschen... Danke vielmals. Santé. Santé, hein? Et puis là, il y a aussi de la Damascene, hein? Mais pas le Schnaps. Si? Ah, Damascene Schnaps. Le plaisir du Damascenier. Oui, alors en fait... C'est toi le Damascenier. Non, alors en fait, le Damascenier, c'est l'arbre. C'est l'arbre. Et puis en fait, c'est un arbre sauvage. Et puis c'est un arbre qui ressemble beaucoup un petit peu au caractère des Jurassiens, un peu sauvage, mais quand même aussi très généreux. Hein. Quand il veut, il donne un peu quand il veut. Okay, Mais je Jurassier ist ein bisschen wie der Baum. Ja, aber das ist gut. Das ist ein guter Baum. Der macht ein bisschen wie er will. Ja, das ist so. Und bei der Damascene ist es so, der kommt nicht jedes Jahr. Nein. Also kannst du nicht jedes Jahr Schnaps machen? Nein. Die wollten es machen. Ils ont voulu le greffer. En fait. Donc il y a des arbres. Man hätte den Baum veredeln, dass er regelmäßig trägt. Funktioniert nicht. Nein, das funktioniert, aber der geht doch nicht gang. Comme les Jurassiens. Comme les Jurassiens. Mais wenn du der geht, der geht viel. Ja. Nein, sicher. À la vôtre. Écoutez, merci beaucoup pour ce souper. C'était formidable. Das war sehr fein, hein? C'est un plaisir pour nous. Hein? Ja, oui, mais... Haben wir ein Wetterglück. Das Gewitter ist durch.
Der nächste Morgen im Naturschutzgebiet der Étang de Bonfol, der Weiher von Bonfol. Das ist kein Biber, sondern eine Bisamratte. Das ist einer von diesen künstlich angelegten Étangs. Die hat der Erzbischof von Basel im 18. Jahrhundert machen. Der hatte gerne Fisch und hat da innen Karpfen gezüchtet. Die Fische sind immer noch drin und es ist heute ein beliebtes Ausflugsziel hier in der Region Bonfol. So früh am Morgen bin ich noch allein mit Fauna und Flora. Von der Weiher geht es ins Dorf auf Bonfol, zu der Felicitas Holzgang. Dann wandere ich weiter auf Porrentruy, wo ich sicher eine Wildsau treffe, bevor ich am Abend zu Bühr mit der Wildhüterin auf Nachtsafari gehe und eine echte Wildsau sehen. Von der Weiher ist es nur ein Katzensprung bis vorne ins Dorf. Das ist Bonfol City. Und der Jura, den bringt man ja im Zusammenhang vielleicht mit grossen Weiten, mit Ross, mit der Nähe zu Frankreich. Aber nicht unbedingt gerade mit dem Handwerk, das Felicitas Holzgang seit über 30 Jahren hier ausübt. Die Felicitas Holzgang hat die letzte Töpferei zu Bonfol, einem Dorf, das bis Mitte des 20. Jahrhunderts vom Töpfern gelebt hat. Aus Küsnacht am Rigi hat er sie für die Töpferlehre hierher verschlagen und sie ist immer noch da. Oui, bitte. Bonjour! Salut! Salut Felicitas! Ça va bien? Ja, danke vielmals dir auch. Du bist ja Innerschweizerin, oder? Ja, klar. Oder bist du jetzt mittlerweile eine Jurassienne? Nein, nicht ganz. Wirst du das nie? Ich glaube nicht ganz, nein. Ein Deutschschweizer ist ein Deutschschweizer. Und so ein bisschen Welsch annehmen, das ist schon gut. Aber ganz Welsch werde ich nicht. Nein. Was gibt das, wenn es fertig ist? Eine Art eine Schüssel, das sehe auch ich. Aber ja. Für was braucht man die nachher? Das gibt eine Fondue-Pfanne, wenn es dann fertig ist. Das ist jetzt eigentlich die Fondue-Schüssel. Und da ist der Lett, wo nachher noch die Stiel dazukommen. Ein Gaclon? Ein Gaclon, genau. Das Fondue-Gaclon kommt aus der Ajoie? Aus Bonfol. Ah, was? Ja. Hat es denn da Lett selber, also Lehm, Ton, Vorkommnis? Und warum ist denn da? Bonfol hat ein Lehmvorkommen, ein grosses Lehmvorkommen. Und es ist in der Schweiz das einzige in dem Ausmaß, das erlaubt hat, feuerfestes Geschirr herzustellen. Also die ganzen Kochpfannen und Gratinformen für die Schweiz im 18. Jahrhundert sind eigentlich von Bonfol ausgeliefert worden. Und nachher sind natürlich Produzenten sind in die Industrie gekommen und Konkurrenzprodukte und der elektrische Kochherd. Und dann hat es ein Problem mit den Töpfern von Bonfol. Ist das Lehm von da? Nein. Der Lehm von da ist rot. Und der Lehm von da hat, wie gesagt, auf dem Holzkochherd und auf der Glut gehabt, aber nicht auf dem Elektroherd. Und jetzt, wenn du Fondue Gaclon machen willst, die heben müssen,
dann musst du einen feuerfesten Ton haben. Machst du denn etwa noch etwas aus dem Ton von da? Ja, ja. Wenn jemand ein Haus baut und eine Lehmgrube offen ist, dann kann man etwas rausholen und kann eine Schale oder etwas drehen als Erinnerung an den Untergrund des Hauses. Wie war es, als du vor 30 Jahren hierher gekommen bist für diese Lehre? Hat man da Freunde gefunden? Nein, das war schwierig, weil der Lehrmeister, der da war, war ganz, ich sage jetzt mal, ein strenger Mensch. Und ich habe bei dem gelehrt und ich hatte dort hinten mein Zimmer. Und wenn du dann ins Dorf gekommen bist, erstens konnte ich ja noch nicht gut Französisch und dann hat es geheißen, die wohnt dort und die arbeitet dort, die muss gleich sein wie er. Ich bin dann einmal hin und wieder zu Chile. Und dann nachher ist einmal eine alte Frau und hat gesagt, willst du nicht mit uns singen? Und dann habe ich gefunden, warum auch nicht. Und dann bin ich mit denen singen. Und dann hatte ich dort einen kleinen Anschluss. Aber du hast nicht ins Kino. Aber das wäre ja auch nicht gegangen. Ich hatte 150 Franken Lohn im Monat. Und musste mein Zimmer zahlen. Also, ja. Aber das war für mich nie wichtig. Für mich ist wichtig, dass ich zufrieden bin und dass es lange zum Leben und dass ich schöne Sachen machen kann, wo die anderen sich daran freuen können. Zum Beispiel innerhalb von 40 Sekunden ein Pfannenstiel. Genau. So machst du aus Dreck Geld, Nick. Das darfst du probieren, ob du das auch kannst. Ja. Ich nehme an, so Ring und Uhr sollte man wahrscheinlich abziehen. Ja, das kannst du an den Nagel hängen. Da hat es eine Scheibe. Geschirr hinten. Gut. Ich habe ja auch schon getöpfert, aber vor 30 Jahren das letzte Mal und ohne Scheibe. Hast du wahrscheinlich mehr Erfolg als heute. So. Gut, die Ärmel hinter tut's. Jetzt gibst du Gas. Nicht nachgeben. Was muss ich denn machen jetzt? Heben. Aha, nur heben. Ah, schau jetzt. Ah, und jetzt ist er in der Mitte. Spürst du? Ja, ja, klar. Und ja. wenn es klebt, musst du ein bisschen Wasser dazugeben. Mhm. So. Nicht so gut. Ja, ist fast. Und wenn du das Gefühl hast, es sei gut, dann kannst du ihn aufmachen in der Mitte. Dann kannst du das Loch machen. Und Zeigefinger? Stinkfinger? Ja. Und du es zusammen machen, so und eindrücken. Ja, so. Voilà. Aha. Siehst, das ist... Und dann hörst du auf, bevor du auf dem Scheiben bist. Sonst hast du ein Loch drin. So. Ja, ich glaube schon drinnen, macht nichts. Da wird ein bisschen Dreck drin. Das nützt nichts. Der hebt nicht. Nee? Nein, der schleift. Das gibt jetzt den Weinbecher zum Fondue Gagnon. Also ein Stiel wird das nicht mehr? Wenn du einen Stiel machen willst, dann musst du ihn hier zusammennehmen. Und jetzt kannst du ihn oben wieder zumachen. Honi soit qui mal y pense. Voilà. Man sieht ein bisschen den Unterschied. Das sind die 30 Jahre Differenz. Ja, klar. Wäre ja blöd, wenn es jetzt geklappt hätte mit mir. Ich Aber schön war, dass ich das einmal erleben konnte. Also, ist gerne schön. Achtung, der Kopf. Alles Ciao, Gute, danke alles vielmals. Total schön mich bei dir. gefreut, Ja, schön. ganz wiederseits. Und auf ein anderes Mal. Sehr gerne. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Wunderbar. Mindestens. Und gute Reise, gell? Oui, merci. Ciao. Ciao, ciao. Übrigens, dort, wo Felicitas in der Lehre noch selber Lehm holen im Wald, ist in den 70er Jahren Sondermüll deponiert worden. Das ist diese Anlage hier. Die wird jetzt aber saniert und soll in den nächsten Jahren verschwinden. Und wieder die Weite,
Ich sehe kein Haus rund um mich herum. Eigentlich untypisch für unser Land. Bis ich auf Göf komme, das nächste Dorf, wo mir die Wasserbecken auffallen. Haben Sie herausgefunden, was das ist? Das ist der Vorgänger vom Badzimmer. Das ist eine Wäscheanlage. Gehört seit 40 Jahren zu den schützenswerten Objekten der Eidgenossenschaft. Ist über 200-jährig. Da hat man sich früher getroffen im Dorf und hat sich selber gewaschen oder die Wäsche. Oder sonst, wenn irgendetwas dreckig war. Das ist Porrentruy, der Hauptort der Ajoie, mit der Wildsau im Wappen. Da fließt normalerweise nicht so viel Wasser durch. Das Gewitter vom Vorabend war heftig. So, ich habe eine Wildsau gefunden. In freier Wildbahn. Aber noch keine lebendige. Ich gehe noch ins Haus weiter. Wenn es zu Porrentruy schon so viel Wasser hat, wie sieht denn das Hexenloch, das Kröschenau aus? Seit gestern hat sich da ein Fluss gebildet. Die Hexe vom Kröschenau, vom Hexenloch, haben wir gerufen. Ich muss unbedingt noch mal schauen. Tatsächlich, da bin ich gestern noch am Seil ins Loch abgestiegen. Jetzt kommt da eine unglaubliche Menge Wasser aus dem Boden raus. Das Wasser meandert durch die Landschaft Richtung Porrentruy. In ein paar Tagen, wenn es trocken ist der Spuk wieder vorbei. Es ist Abend geworden und für mich Zeit, dass ich Richtung Bühr weitergehe. Auf dem Waffenplatz habe ich mit der Wildhüterin abgemacht. Da gibt es nicht nur schweres Geschütz, sondern auch viel Platz für die Wildtiere. Und heute Nacht wird die Sanglier eine Wildsau sehen, lebendig in freier Wildbahn. Die Milene Thalmann, die Wildhüterin, hat für unsere Nachtsafari Scheinwerfer mitgenommen. Bonsoir. Bonsoir. Pas peur, je ne suis pas un sanglier. Non. Bonsoir, je m'appelle Nick. Moi, c'est Mylène. Et toi, tu es Mylène. Voilà. On se trouve ici, sur la place armée de Bühr, n'est-ce pas? Quelle est la probabilité que nous voyons aussi des sangliers ce soir? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie sehen heute Abend, die Wildsau? On peut espérer en voir, Oui, peut-être. j'espère beaucoup. Voilà. Also ich hoffe natürlich fest, dass wir die ein oder andere sehen von diesen Wildsau heute Voilà. Abend. On y va? On y va. Also komm, wir gehen los. Das grösste Geheimnis von dieser Nacht ist, dass ich nichts sehe ohne Brille. Die Milene ist etwa in der Nacht unterwegs, wenn sie den Wildbestand zählen muss.
Das macht man wie ich mit dem Scheinwerfer. Und so hat Milene auch schon Wildzeug gesehen auf dem Waffenplatz. Also meine Aufgabe ist es, mit dem Scheinwerfer zu zünden. Hm? S'il y a quelque chose, on voit tout de suite les yeux. Non? Les yeux, hm? Also wenn man etwas sieht, dann sieht man sofort die Augen. Ils sont verts. Les chevreuils sont verts, les renards plutôt jaunes. Okay. Et puis... Die Rehaugen sind grün und die vom Fuchs die sind gelb, wenn man jetzt mit dem Scheinwerfer reinleuchtet. Là, il y a lièvre. Sur le chemin qui court. Ein Hase. Il s'est arrêté. Da, voilà. Ouais, c'était un chevreuil. Là, il y a quelque chose. Chevreuil. Schön. Ein Hase und ein Reh haben wir schon gesehen. Immerhin. Ist aber noch keine Wildsau. C'est très calme, hein, ce soir. C'est très calme, oui. C'est peut-être le temps de hier qui a un peu dérangé les animaux. Ah, voilà. Ça, Weil es gestern so geregnet hat, sind sie vielleicht ein bisschen zum Häuschen aus jetzt, oder sind sie ein bisschen verstört, die Tiere? Qu'est-ce qu'ils aiment, les sangliers? Was haben eigentlich die Wildzeu gern? Ils aiment bien le maïs. Dans les cultures, le maïs, le blé. Et puis sinon, ils font aussi des trous dans l'herbe pour chercher des protéines. Okay. Also Mais und Weizen, die sie gehen suchen, aber meistens dort, wo Bauern sind und Bauern haben sie nicht so gerne, oder? Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi est-ce que tu es devenu carte de faune? Warum bist du eigentlich Wildhüterin geworden? Parce que avant je travaillais à la police et en fait j'aime mieux passer du temps dans la nature et avec les animaux. Alors c'est pour ça que j'ai changé. Okay. Fast lieber Tier als Menschen. Vorher war sie Kantonspolizistin, Milene. Wir fahren und fahren. Kein Tier weit und breit. Nicht einmal ein Nachtfalter im Scheinwerferkegel. Das Füchsli ist da vorne. Mit den gelben Augen. Aber der Fuchs ist so weit weg, dass er schnell aus dem Lichtstrahl verschwindet. Ein bisschen gefrustet bin ich schon. Aber nach gut 2 Stunden Umfahren ein kleiner Trost. Voilà, le lièvre. Tu vois les lièvres? Le lièvre. Moi je vois rien. Je suis trop bas, je pense. Ouais, tu es trop bas. Ouais. Der Osterhase auf dem Heimweg. So nah, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Tu as vu ça déjà une fois avant? Hein? Pas comme ça, non. Pas comme ça? Non. Also Milene hat das auch noch nie gesehen. C'est mieux que tous les sangliers. Ouais, c'est mieux. Besser als alle Wildzeu zusammen. Und darum hören wir jetzt auf mit dieser Sendung. Das nächste Wunderland das kommt nächsten Freitag wieder und wir haben ganz viele Sachen zu entdecken. Es würde mich freuen, Sie wären dann auch wieder dabei. Danke vielmals fürs Zuschauen. Gute Nacht. Tschüss. In der nächsten Sendung reist Nick ins Val Bavona im Tessin. Da geht's jetzt dann gerade weiter mit Fortsetzung folgt. Sie sahen SRF bei der Lüt mit «Aus der Region für die Region», dem Migros-Label für regionale Produkte.